Hallo zusammen, herzlich willkommen zum 19. Tag von unserem Marathon zum Thema Dankbarkeit. Und heute heute denken wir über unseren Planeten, also Erde nach und werden einfach Danke an unseren Planeten richten. Und werden jetzt praktisch in der Mitte dann die Erde malen, in Form eines Kreises, also so. Ich habe zum Beispiel jetzt einen großen Kreis gemalt. So, und wir können hier praktisch so ein bisschen unsere Kontinente eintragen. So. Europa, Asien, Amerika habe ich schon. Da haben wir auch unterschiedliche Inseln und hier irgendwie so Afrika und Australien und Neuseeland. So. Und natürlich können wir jetzt durch die demografische Linien oder einfach so hier auch unser Zeichen oder unser Symbol malen. Also jeder hat das eigene. So zum Beispiel also hier so ein großes Herz. Bei mir sind es halt noch zwei Hände, die das Herz zusammenhalten. Und natürlich dürfen wir jetzt schon also auch mit Hilfe der demografischen Linien so Danke an unseren Planeten sagen. Danke, dass der Erde uns so viele Ressourcen zur Verfügung stellt, dass wir auch davon leben können. Zum Beispiel Luft, Wasser, Erde, weil wir pflanzen auch bestimmte Sachen. Und wie gesagt, aus meiner Sicht müssen wir sehr sorgvoll damit umgehen, mit den ganzen Ressourcen. Und ich habe schon gesagt, zum Beispiel, dass ein positiver Effekt vom Coronavirus ist halt, dass unsere Planet, die Erde sich so ein bisschen erholen konnte von den ganzen Abgasen und schmutziger Luft. Und die Erde selber konnte so sich auch ein bisschen erholen. So, ich habe jetzt zum Beispiel sehr viele Linien. So, danke einfach auch dafür, dass wir einfach so hier leben dürfen. Auf diesem wunderschönen Planeten. Wir haben sehr schöne Natur. Und es steht auch in unserer Macht, also sorgvoll und sehr liebevoll damit umgehen. Und wir glauben daran, dass es noch andere Planeten gibt. So, wir können auch hier so irgendwie so andere Planeten malen. Es kann ja sein, dass wir auch in früheren Leben auf irgendeinem anderen Planet gelebt haben. Deswegen kann man eigentlich jetzt ein bisschen global unser Danke sagen auch ans Universum. Im Prinzip auch dann an unseren Schöpfer. So, an den Gott, dass er alles so erschaffen hat. Perfekt würde ich sagen, so, weil wir so viele schöne Pflanzen haben, so viele unterschiedliche Arten und auch Tiere auch. Ich habe jetzt sehr viele Linien gemalt. Jetzt fangen wir natürlich damit, dass wir die ganzen Sachen abrunden. Und eigentlich denke ich, also machen wir sehr selten Gedanken darüber. Zum Beispiel, wenn wir Wasser verwenden, also stellen wir uns gar nicht die Frage, ob es dann irgendwie so ausreicht oder wird weit für uns alle ausreichen oder nicht. Also wir machen uns halt einfach keine Gedanken, das Wasser ist immer da. Und die Gedanken machen wir erst dann, wenn zum Beispiel das Wasser mal nicht da, beziehungsweise abgestellt wurde oder es ist etwas passiert. So. Aber im Prinzip, aus meiner Sicht, müssen wir wirklich so jeden Tag an unseren Planeten denken und auch jeden Tag Danke sagen. So. Weil die Erde sieht einfach, glaube ich, wunderschön aus, so
Bild ein, wenn man die Bilder sieht, die dann mal unser Astronaut dann irgendwie so zeigen, ist dann der wirklich so wunderschön. Und wie gesagt, genau bei den Ressourcen müssen wir natürlich aufpassen, damit sie nie irgendwie so uns ausgehen und wirklich irgendwas dafür unternehmen. So, ich stelle fest, dass ich jetzt ein bisschen ruhiger wurde, so ein bisschen entspannter, weil ich abrunde. Denn wenn mal die Ressourcen ausgehen, dann werden wir natürlich sehr, sehr schwer haben. Ja, auf der Erde. Deswegen sollte es aus meiner Sicht auch gar nicht dazu kommen. Na, jetzt ist mir so der Gedanke gekommen, so über die schöne Natur bei uns auf dem Planeten. Wenn ich zum Beispiel so mit dem Zug durch Deutschland fahre, dann sieht man auch eine sehr schöne Natur. Auch solche Plätze, wo wir uns sozusagen erholen können und auch Kräfte tanken können. Und jeder von uns kann dazu beitragen, dass unsere Ressourcen, unser Planet also nicht irgendwie so verschwindet mit der Zeit, sondern dass sie so ständig blüht. Dass wir hier auch gerne leben. Und es gibt so leider immer noch Plätze auf unserem Planeten oder die Länder, wo noch genug Essen da ist, wo die Leute verhungern.
So. Jetzt kommt bei mir diese Geschichte hoch mit dem Klima bei uns, dass wir zurzeit haben, so, ne, dass es immer wärmer wird bei uns auf dem Planeten. Dass dann irgendwann mal wirklich Schluss sein kann mit dem Leben auf unserem Planeten. So, ich glaube, wir haben gute Zeit zum Abrunden. So, na, ich habe fast die Erde abgerundet bei mir. Mindestens eine Seite. So. Wie gesagt, jeder von uns kann jetzt Gedanken machen, wie kann er in unserem Planeten helfen. So. Und die Ressourcen, die uns zur Verfügung gestellt werden, das wird nicht irgendwie so viel erschweren. Mhm. So, jetzt habe ich unsere Planeten abgerundet.
machen wir jetzt weiter. Es gibt noch ein paar Stellen bei mir. Das anrunden. Jetzt bekomme ich irgendwie einen anderen Gedanke, das wäre doch interessant, wenn wir reisen können auf unterschiedliche Planeten. Na, könnten. Momentan können wir das nicht. Aber ich denke, irgendwann wird es auch möglich sein, andere Planeten zu besuchen, so und zu sehen. Ich glaube, dass ich jetzt mir gerade alles abgerundet habe und ach ne, dann merke ich jetzt hier, dass da noch ein paar Stellen sind. Aber jetzt glaube ich, dass ich fertig bin mit dem Abrunden, aber ich kann mal mit der Farbe beginnen. So, die Farbe danach wählen wir intuitiv. Zum Beispiel, ich nehme jetzt so hellblau. So für unsere Planeten. Und gehe so mit blau durch. Und ich denke, unser Planet wird uns auch danken, wenn wir liebevoll mit der Erde umgehen. So, jetzt will ich nochmal grün haben. Dass wir auch sehr viel Grünes bei uns haben, auf unserem Planeten, sehr viele Pflanzen, damit wir auch frische Luft haben zum Atmen und damit auch unser Planet schön wird.
So, jetzt spüre ich mehr Freude in mir. Ist halt bei mir immer so, wenn ich mit der Farbe das Bild fühle. Dann will ich nochmal blau haben. An ein paar Stellen. Hier sehe ich zum Beispiel eine Stelle, wo ich nicht am Gründen habe. Und das mache ich gleich. Und ich denke, so rosa auch will ich noch ein bisschen haben. Heute. So, weil wir nach unserem Planet auch lieben. So, momentan habe ich das Gefühl, dass ich keine Farbe mehr brauche, aber wahrscheinlich werde ich später nochmal mit rosa darüber gehen. An einigen Stellen, denke ich, aber jetzt will ich so, es momentan so lassen, wie es ist. Ja. Und wir können natürlich weitermachen oder machen wir weiter mit den Feldlinien. Also ich wollte nochmal heute sagen, dass ich schon mehrmals an mehreren Tagen mich versprochen habe und die Feldlinien ganz anders genannt hatte wie Federlinien. Und das war halt ein Fehler von mir. Ich weiß nicht, wie ich mich so oft versprochen haben konnte. Aber es ist jetzt passiert, aber jetzt sage ich, wie diese Linien richtig heißen. Die sind Feldlinien. Und diese Linien halt immer die Unterstützung von uns, von den Usern, für das Lösen unsere Aufgabe. Und es können ganz neue Linien sein. Oder wir können einen bestimmten Verlauf als Linien für eine Feldlinie nehmen. Oder irgendwie einen Verlauf nehmen und dann bestimmte Teile dann also doch neu malen und dann wieder den Verlauf folgen, der schon da ist, von Linien. So. Eine Linie von mir ist schon da. Das ist jetzt bei mir die zweite Feldlinie.
jetzt kommt auch die dritte Federlinie. So, und natürlich müssen wir jetzt alle scharfen Ecken abrunden, die dadurch entstanden sind, dass die neuen Felslinien sich mit den anderen überschneiden, damit wieder die Spannung aus dem Bild rauskommt. So, das mache ich jetzt auch gerade. So, und natürlich kommen wir dann zu der Fixierung. Das heißt also, irgendwelche Teile oder Figuren auf dem Bild wollen wir besonders betonen. Und die Fixierung ist dann die Lösung unserer Aufgabe, die wir lösen wollen. So. Ich nehme zum Beispiel jetzt als Fixierung unser Planet oder unseren Planeten, dass ich das sozusagen dicker male. Und noch das Herz mittendrin will ich auch fixieren. So, und im Prinzip sind wir heute fertig. Na? Wir können einfach das Bild umdrehen und aufschreiben, dass wir heute 19.02. haben. Das ist bei uns heute der 19. Tag. So, als Name für das Bild kommt bei mir Universum. So, und Thema ist bei uns immer noch die Dankbarkeit. So, und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie heute dabei waren und werde mich freuen, wenn Sie morgen wieder vorbeischauen. Na, oder auch so nicht nur vorbeischauen, sondern auch mitmalen. Vielen Dank und tschüss.